Herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Heimberg. Wir haben heute folgende Themen für euch in der Sendung. Heisse Erlebnisse auf dem Guschen und das Fazit der Mediensprecherin vom Gurtenfestival. Der Tennisstar Berrettini im Interview. Das Oberhofnerli rettet sich vor der Verschrottung. Rund 80'000 Schwitzende drängen sich während der Festivaltage auf dem Berner Hausberg. Einer davon ist der Pescu, ein Open-Air-Konnoisseur von besonderer Art. Aber er ist bei weitem nicht der Einzige, der weit über der Stadt Bern spezielle Erlebnisse hat. Mein Kollege Ben Abeckle hat Gesprächsversuche gestartet unter erschwerten, aber auch erquicklichen Bedingungen. Kannst du mir zuerst mal noch den ganzen Namen sagen? Meine Mutter, was? Nein, schau mich, ganz ehrlich. Ich bin vor einer Woche, zwei bin ich gefragt worden, wieso ich auf den Guschen gehe. Ich habe keine Ahnung von den Acts, keine Ahnung von der Musik. Ich muss sagen, ich komme nicht hierher wegen der Acts. Ich komme hierher wegen den Leuten. Zum Leute sehen, sei es im Studium, aus dem Gimmersch, aus dem Umfeld. Und genau das macht es aus. Der Guschen, das sind die Leute, das ist nicht Musik, das sind die Leute. Genau darum komme ich hierher. Wie hast du so mit Trinken? Trinkst du während du mal Gurtenfest? Nein, ich bin absolut frommer Muslim, wir trinken nicht. Wie würdest du das Gurtenfestival beschreiben für jemanden, der es nicht kennt? Heimelig. Mega heimelig. Wir sind hier, jeder kennt jeden. Ich kenne dich, du kennst mich, ich kenne den, ich kenne sie. Was? Das ist heimelig, das ist einfach heimelig hier. Es ist einfach Good Vibes Only, Good Vibes Only, let's go. Was heisst das genau? Ja, ich sehe niemanden, der schlägt, ich sehe niemanden, der Streit hat. Das sind einfach überall Smiles umeinander, geile Musik. Und jetzt noch ein mega gemütlicher Vibe. Überall ist Platz, die Sonne scheint, es ist Sommer, was willst du noch mehr? Es war recht heiß heute. Gibt es sonst noch heisse Erlebnisse, die du hast auf dem Guschen? Ja, sehr heisse Erlebnisse schon auf dem Guschen. Mein Herz hat geflammt und ja, flirtet oder auch nicht, weil die Musik verschmolzen und ich komme gerne mit. Ich habe mal gespielt auf dem Guschen mit High Joe. Das war schwierig vor 2 Jahren auf der Campfire Stage. Ah, wirklich? Ja, das habe ich gut in Erinnerung. Ich bin die ganze Nacht noch geblieben und irgendwann am Morgen früh in den AliExpress Leggings bin ich wieder heim. Das war geil. Von den Erlebnissen zum Fazit. Lena Fischer, Mediensprecherin vom Gurtenfestival, zieht für meinen Kollegen Max Saladin ein erstes positives Zwischenfazit und erklärt, wieso es trotzdem zu Frust vor dem Bändli und dichten Stress auf dem Gelände kam. Bis jetzt sehr, sehr toll. Mega schönes Festival. Der Sommer ist pünktlich gekommen. Sehr viele gute Konzerte, extrem friedliche Stimmung. Stand jetzt sehr, sehr zufrieden. Perfekt wäre so 25 Grad, der Mittelwert. Nein, es ist schon, runterlassen ist natürlich auch für die Leute irgendwann, es hat nicht so viel gedeckte Zelte, die jetzt alle stundenlang sich vor dem Regen schützen könnten. Die Leute gehen dann oft, wenn es wirklich heftig regnet, hier früher runter. Bei zu viel Hitze kommen sie später rauf. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile, aber ideal sind wirklich eigentlich 25 Grad. Und wenn Regen, dann so ein kleiner Regenschauer, das ist völlig easy. Wir haben wirklich nie mehr Leute oben gehabt, als dürften oben sein. Es verhält sich über die Tage immer anders. Also am Mittwoch waren wir nicht ausverkauft. Donnerstag schon ein bisschen mehr, Freitag komplett ausverkauft. Und gestern sind viele Faktoren zusammengekommen, wie zum Beispiel Patent. Das ist einfach ein Highlight, das Phänomen. Und alle wollen Patent hören. Und ich glaube, keine andere Band zieht alle Leute vor die Hauptbühne. Wir haben mega früh angefangen zu kommunizieren, kommen früh schon rauf. Das haben alle gemacht, das ist mega schön. Aber dann sind alle zusammen früh gekommen. Und dann ist sich halt der Stau quasi einfach auf das Mal unten passiert im Tal. Normalerweise kommen die Leute zwischen 12 bis 9, halb 10 am Abend rauf. Und gestern waren um 8 Uhr alle hier oben. Also noch in viel kürzerer Zeit alle Leute aufgetan. Und dann eben, es stehen wirklich alle vor der Hauptbühne, was schon eindrücklich ist, weil sonstige HeadlinerInnen ziehen viele Leute, aber du hast immer noch andere Menschen in den Dance-Tents, im Zeltbühnenareal. Und bei Patent ist das eigentlich nicht so. Das heisst, ich verstehe, dass die Leute, je nachdem, wenn sie kommen, das gesehen haben, es ist unvertraut, man kennt es so nicht, das Gefühl, wow, es sind viel mehr Leute. Aber es sind nie
nie zu viele Leute oben und es war immer alles sicher. Und, genau. Ja, gewisse Bereiche sind natürlich wirklich schon mit der Planung 25 dran. Geht auch unser Booking-Team zum Beispiel. Heute Nacht um 5 Uhr fangen wir mal mit dem Abbau hier an, machen mal das. Und nachher geht es je nach Bereich nahtlos über noch mal Ferien machen oder kompensieren. Aber ich wirklich schon 25 Jahre planen. 16. bis 19. Juli 2025 ist das Gurtenfestival. 4 Tage, Guschen, viel mehr können wir jetzt noch nicht sagen, aber es wird jetzt auch nicht grosse Änderungen oder irgendetwas geben. Von Musik weiter zum Sport und einer speziellen ersten Liebe. Für Matteo Berrettini hat es mit Gstaad auf den ersten Blick gestimmt. Hier hat er 2018 seinen ersten Titel auf ATP-Stufe geholt. Im Interview mit Max Saladin redet er über seinen neuen Triumph, die schwierigen letzten Monate und wie er sich seinen Erfolg an diesem Ort erklärt. It's so special. It feels unbelievable to lift the trophy again. I actually forgot how heavy it was, and it's unbelievable. You know, it seems like yesterday, but it's 6 years ago. So you know, so many things happened in my life. Really, a lot of good things. Unfortunately, like everybody, some bad things, a lot of injuries. I was far away from feeling like this kind of joy. But I'm so glad that I'm here, and thanks to all the people that helped me throughout these tough months. And yeah, it's just there must be something special about me and Gstaad. What do you think it is? The mountain air, the fans? What do you think? I think sometimes it's just a mix of things. Obviously, coming here the first time 6 years ago with no expectations, never really liked to play altitude actually before that, and then I came here. I was serving my serve, and I was like, okay, this thing is gonna work here. And I remember it was a special week, and then year after year, I just fell more in love with this place, and definitely, obviously, the conditions are really feeding my game. But at the same time, the love, the support that I feel here, just looking up the windows, you see the mountains. It's so chill and relaxing, and it's full of Italians as well. So it's really important for us, to find places like this on tour. Manchmal haben sie es probiert und gleich nicht geschafft. Die MS Oberhofen, die von ihren Fans liebevoll Oberhofnerli genannt wird, hat eine bewegte Geschichte. Statt verschrottet zu werden, ist sie auf Amsterdam verlegt und wieder zurückgeholt worden. Sie hat mehrfach den Besitzer gewechselt und gehört jetzt der Berner Oberland Charterschiff AG. Im Interview erklären der Historiker Jürg Meister und der AG-Mitgründer Philipp Deria, was das Schiff so besonders macht. Herr Meister, ihr habt ein Buch geschrieben über die MS Oberhofen. Könnt ihr kurz erklären, was genau das Schiff jetzt so speziell macht? Also es ist ein Schiff, das ein ausserordentlich bewegtes Leben hinter sich hat. Das war nicht schon immer hier zu tun, sondern es ist gebaut worden 1938/39 als Fährschiff für die Schweizerische Landesausstellung 1939, genannt Landi, wo die Leute in meinem Alter nicht noch davon schwärmen, vor allem unsere Eltern. Die Schiffe sind nachher, hat man verkaufen nach der Landi. 3 sind auf dem Zürichsee geblieben. Eins ist hierher gekommen und man hat es dort weggemacht für einen Linienbetrieb auf dem Thunersee, wo es dann auch jahrzehntelang gemacht hat. Das Schiff ist nach Holland verkauft worden, ist auch mit grossem Aufwand dorthin verbracht worden und hat dort in Holland etwa während 13 Jahren gute Dienste geleistet mit Hafen Loosdrecht. Es war dort ein Rundfahrtenschiff. Und es hat den Moment gegeben, wo der Betreiber in Holland gefunden hat, er möchte nicht mehr, aus Altersgründen oder was auch immer, er möchte das Schiff wieder verkaufen. Und dann haben sich Leute in Thun, vor allem 2 Personen, zu der sogenannten IG Oberhofen zusammengeschlossen, Interessengemeinschaft. Und die haben geschaut, wie bringt man das Schiff wieder auf den Thunersee.
man bringt es mit viel Aufwand und mit Geld und mit Ähnlichem dann wieder her. Und das ist dann schlussendlich auch gelungen und das ist in dem Buch auch beschrieben. Was unterscheidet es von einem Schiff, das man heute bauen würde? Ja, also ganz pauschal und simpel ausgedrückt, das Schiff ist überhaupt nicht stromlinienförmig. Es hat keine weichen, fließenden Formen, sondern der Ausdruck, den man da brauchen würde, würde heissen, utilitaristisch. Einfach, es ist das Bauen, was nötig ist. Also, du hast vorhin erzählt, du warst mit Marco Berger auf dem Schiff und ihr habt darüber geredet, wie man das Schiff retten könnte. Das klingt irgendwie ein bisschen nach Bieridee, ehrlich gesagt. Wie hat es genau angefangen, dass ihr zu diesem Schiff seid? Ja, aus einer Bieridee kann etwas Schönes werden. Also es war tatsächlich so, wir haben die ersten Schritte sind vor allem auf der politischen Stufe gelaufen und wir haben geschaut, wie man die Voraussetzungen schaffen, dass so ein Schiff weiter betrieben werden kann auf dem Thunersee. Und wir sind beide begeisterte Seemenschen und zusammen auf dem Schiff unterwegs, auch privat. Und da haben wir gefunden, das nehmen wir jetzt in Angriff. Das ist auch für uns eine Herausforderung, ein Abenteuer, wo wir vielleicht auch eine einmalige Chance haben, so ein Projekt auf die Beine stellen. Wie nachhaltig ist der Betrieb von diesem Schiff ab jetzt? Ja, wir können sagen, das läuft auf den Motoren, die im Moment drin sind. Es hat einen sogenannten Besitzstand. Wir dürfen das mit diesen Motoren noch betreiben. Aber uns ist bewusst, und das ist auch eines der Risiken, wenn eines der entscheidenden technischen Elemente auf dem Schiff kaputt geht, mit den neuen Verordnungen, mit den neuen gesetzlichen Grundlagen, die es gibt, wird es sehr schwierig. Was macht das Schiff so speziell, dass so viele Leute so einen riesen Aufwand betreiben, um es hier zu behalten? Ja, uns freut natürlich, dass das wirklich eine emotionale Geschichte ist, das Schiff. Das merken wir auch jetzt wieder, wie die Leute auf uns zukommen. Die Reaktionen von der Bevölkerung, die wirklich Freude hat, dass man das Schiff hier behalten will. Es ist halt sehr lange auf dem Thunersee verkehrt, sehr lang, seit 1940 bis zu der Jahrtausendwende. Das war es schon wieder mit unserem heutigen Panorama und dem Blick auf den Tag. Die ausführlichen Artikel zu allen Themen findet ihr auf unserer Webseite und im App. Jetzt hört ihr noch das Wetter mit unseren Kolleginnen und Kollegen von Meteo News. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis gleich. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Sommerferien. Made in Bern. Ganz herzlich willkommen zum Wetter hier auf der Plattform J. Am Montag, ich hoffe, Sie sind gut in die neue Woche gestartet. Wettermäßig ist es am Laufe des Tages immer besser geworden. Morgen hat es noch viele Wolken herum, zeitweise hat es auch noch geregnet und dann hat sich aber auch die Sonne zunehmend durchsetzen. Wir sehen hier auf dem Satellitenfilm, wie die Luft langsam abgetrocknet worden ist. Und in den nächsten Tagen haben wir mehrheitlich hochdruckbestimmte Verhältnisse. Morgen ein paar dichtere Wolken, vor allem Richtung Oberland, sonst aber zum Teil auch sonnig. Temperaturen am Dienstagmorgen bei rund 15 bis 17 Grad. Und am Nachmittag geht es weiter mit einer sehr freundlichen Mischung aus Sonne und Wolken. Man könnte das Wetter auch als recht sonnig bezeichnen. Es sieht wirklich gut aus. Die Temperaturen gehen darauf auf 25 bis 26 Grad. Ja, und für alle, die frei oder Ferien haben in den nächsten Tagen, da sieht es auch sehr gut aus. Sommer- oder Hochsommerwetter, das uns erwartet. Am Mittwoch vor allem im Oberland noch ein paar dichtere Wolken, ein paar wenige Regentropfen möglich, sonst aber zum Teil sonnig bei 23 Grad. Sehr, sehr sonnig am Donnerstag und Freitag. Perfekte Tage auch um in den Bergen wandern und Bergtouren machen. Es bleibt nämlich gewitterfrei, ist sonnig und auch in der Höhe warm. In den tiefen Lagen 25 Grad am Donnerstag und 28 Grad am Freitag. Und am Wochenende dann so um die 30 Grad. Am Samstag ziemlich sonnig, gegen Abend vielleicht einzelne Wärmegewitter in den Bergen. Am Sonntag überquert uns möglicherweise eine schwache Störung. Aber jetzt haben wir doch ein paar schöne Hochsommertage vor uns. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.